weißt du, wie ich heute ausgesehen? Ich habe das Gefühl, ich so Coffee, Tea, Newspaper. Weißt du, so Ja, mit dem Wägeli. wie damals bei den Swissairs, so fast sogar fast die Farbe. Es ist wirklich so. Aber ich glaube, also bei der Swissair darf man immer noch kein Fetzen sein, so wie ich. Ich glaube, ich wäre ein Keine bisschen Ahnung. zu rund. Weiss nicht. Aber ich finde, ich wäre mega lustige Stewardess. Ich glaube, ich wäre ziemlich gut Gut, dann drauf. so Welcome to Air Halbschlau Vollherz. Jawohl, es ist so, schnallt euch an. Es gibt vielleicht ein bisschen Turbulenzen. Hi Jennifer, how are you? Grundsätzlich gut, aber ich habe so schlecht geschlafen. Ist voll, nein, ist nicht Vollmond gewesen. Nein, ich habe eben auch nicht geschaut, es ist nicht Vollmond. Nein, also es ist momentan ich habe in meiner Favorite Astrologie-App hat mir ja schon jetzt diese Woche etwa 3-mal gesagt, dass irgendwie diese Woche so one in a generation weirde Starkonstellationen sind. Also wenn es weird ist, diese Woche und nächste Woche und so, dann we Okay. know why. Gut, ich kann immer gerne ausreden, wenn ihnen etwas in die Hose geht. Weißt du, das kannst du einfach sagen, wieso kann sie. Es sind Mercury Sterne retrograde. gewesen. I cannot. Okay, aber ist gut zu wissen. Aber hast du sonst eine gute Woche gehabt? Ich bin so leicht müde. Ich weiss nicht, was es ist. Es ist natürlich auch das weirdes Wetter. Weißt du, so, wir bewegen uns Richtung Frühling. Aber ich finde, so, die Leute sind so ein bisschen auf Krawallbürsten gewesen. Ich glaube, das ist etwa Fasnacht. Okay, das ist natürlich, das ignoriere ich komplett. Das ist für Ja, mich das ist nicht gut. Wenn man in Zürich wohnt, kann man das auch. Wenn man im Ja. Aargau wohnt, wird es eben schon ein bisschen schwieriger. Obwohl, wir sind wirklich nicht ab Fasnacht dieses Jahr. Die war letztes Wochenende gewesen. Weil der Kleine hat nicht wollen und wir finden Ich wollte sagen, es ist, wenn das Kind Mother of the Year. nicht in den Wasserpark, aber eben. Aber schau, eine Neuanschaffung, Entschuldigung, wir sind noch nicht so weit, aber ich habe etwas, manchmal ja, ist das ganz sind konsequent, neue. siehst du den? Ich habe Ja. einen neuen Spiegel gekauft, und zwar habe ich jetzt immer, eben von wegen Nägel mit Köpfen machen. Ich habe jetzt im Fall habe ich, weißt du, so jahrelang, ich tue ja gerne neue Kleider kaufen und Styling und so, und dann ich immer so, alle so, wieso machst du nicht mehr so Outfit-Posts und so, das ist eigentlich schon lässig. Weißt du, ich kann mich einfach nie jetzt fotografieren, weil wir haben die Alpo-Wohnung, die mega dunkel ist, und ich habe keinen Spiegel da. Und jetzt habe ich im Fall einfach in die Woche eine mega Crisis gehabt. Weißt du, wenn du keine Outfit-Posts machst, dann wirst du auch kein Sponsoring haben für irgendwie so Kleidermarken. Bin ich irgendwie wirklich so, ich habe nicht geglaubt, wir gehen in die IKEA. Und er so, oh, bitte nicht. Oh. Und dann sind wir in die IKEA gegangen, wir haben einen Familienausflug gemacht. Also mein Geheimtipp ist wirklich auf die, ich weiss auch nicht, 6:45 in die IKEA gehen. Es ist so friedlich Ja, gewesen. Lied. Es war wirklich nice gewesen. Also jetzt habe ich einen Spiegel, jetzt habe ich keine Ausreden mehr. Ja, das Und ist great. ich habe wenig Scheiß gekauft, muss ich ehrlich sagen. Und dann kannst du ja dann auch so Styling-Sessions anbieten. Das fände ich total lässig. Weißt du, so live. Weißt du, wie so, zieh das ab und diese. Also ich posten. können wir ganz schnell einen kurzen Respektsmoment für dein T-Shirt anlegen? Also, das ist wie so jetzt Closed Captions für die Sehbehinderten. Jennifer trägt das Rage Against the Machine T-Shirt. Ja. We like. Das ist so. Es ist ein Überbleibsel aus meiner Jugend. Aus der Rage-Jahr. Ja. Also, ich bin komme natürlich jetzt schon in irgendwie 14 gewesen, wo ich gefunden habe, ich würde gerne wünsche mir den Battle of Los Angeles zum Geburtstag. Und es ist definitiv in meinen Top 3 Live-Concerts ever. Wie alt bist du dort gewesen am Konzert? Anfang 20 oder bist du noch Anfang Teenager? 20. Okay, das ist schon leise, wirklich. Also Ja, da ja. beneide ich dich ein bisschen. Das ist so. Ja, ich kann nicht mitheben, mein bestes Konzert war MC Hammer gewesen. Es ist wirklich, nein, es ist ich bin literally am MC Hammer Konzert gewesen. That's how old I am. Aber eben. Nein, es ist alles gut. Wir haben Stewardessen Fries, wir haben Stewardessen Tüchli. Also ich bin jetzt mehr so ein bisschen die Ich Adrette. finde schon nice, aber ich habe vorher gefunden, es passt nicht. Aber es ist auch hübsch, finde Hey, es ich. ist ein original Glamour-Tüchli. Jetzt hört sie auf. Das ist wieder total trendy, der Ja, Bandana. aber ich habe irgendwann einmal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht mache ich jetzt Fake News. Ich habe immer mal gelesen, die Firma hört auf und es gibt dann die nicht mehr. Das wäre aber mega sad. Also wir tun das nachher verifizieren und das wäre jetzt ein guter Business Case für jemanden, der findet, wieso wir das Kulturgut retten. Aber ich habe kein Geld. Aber ich habe auch ein Glamour-Tüchli, also es soll nicht an dem liegen. Aber wir haben die Woche noch ein bisschen Geld gespart, because we did not buy so much shit. Und ich habe das glaube letzte Woche, ich habe jetzt einen relativ grossen Artikel geschrieben, über so Plus-Size-Mode. Ja, ich weiss. Und es ist so nicht helpful, dass du mir die ganze Zeit Links geschickt hast. Ja, es ist wirklich, ich bin wirklich so ein bisschen, nein, es ist nicht enablen, sondern ich möchte einfach mit dir zusammen leiden. Du bist ein Zoinsli. Es ist, ja, genau, ich bin ein bisschen Zoisli. Aber im Fall, heute muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich frisch inspiriert aus der IKEA. Ich finde wirklich, Ich habe auch ein Möbelstück.
Ehrlich? Ja, So so spannend. Also lustig. ich muss jetzt ganz schnell, ich habe mir selber ein Foto geschickt, weil ich tue das ja wahnsinnig gerne so dumm in die Kamera heben. Aber also die Woche, es ist wirklich, ich habe den Spiegel gekauft und vielleicht noch ein paar Papierboxen und natürlich die glutenfreie Daimtorte muss auch immer Ah sein in ja, die wenn du Jahr. bei Ikea bist. Ja, das ist True. wirklich irgendwie so souverän im Tiefkühler. Und was ich nicht gekauft habe, ich habe mich wirklich ein bisschen zusammenreissen. Sie haben Bettwäsche in meinen mehr oder weniger Lieblingsfarben. Jetzt musst du schauen. Es ist ein orange, rosarot gestreifte Bettwäsche. And I cannot. Es ist wirklich, sorry, ich muss jetzt wieder das so ganz, Ja, ja, ich so mag's nachher auch. herzig. Es ist wirklich, also weißt du, so mega fresh. Really bold stripes, Ja, pink, okay, orange I und like. sie heisst Slan mal. Soll ich es Sure. nochmal sagen? Nein, es haben alle genug Angst bekommen. Slan mal. Und ich habe sie nicht gefragt, wie sie ist. Das ist, eigentlich, wir könnten mal so das wäre eine lustige neue Kategorie für uns. Ikea-Möbel oder schwedische Heavy-Metal-Band. Warte, kommt auf die berühmte Liste. Mhm. Finde ich Oder? sehr gut. Also ich habe keine neue Bettwäsche. Was hast du nicht gekauft diese Woche? Ein kleiner Beistelltisch in der Form von einem verlaufenen Softeis. Hör auf. Hör auf. Das ist so eine Pinterest-Perle. Mit Okay, Karre gibt's den. wirklich. Ja. Okay, ist mega les. Es ist so ein, 159 Stutz. aber es ist so ein Ich bin Stück, wirklich wo du very denkst- tempted. Ich bin so, und vor allem, weißt du, du kaufst das und dann ist das irgendwie nein, wenn man dann deine Wohnung ausräumt, wenn du verstorben bist mit 101, wird irgendwie ein Urenkelkind von dir sagen, was ist los gewesen mit dieser Frau? Und die werden alle um den Tisch herumstehen und sagen, what? Und dich recht respektieren. ja, ja. Oder sie werden sagen, she was indeed unstable and not unstoppable. Aber ich finde, wie so ein unstable, schmelzender Glassetisch finde ich also Ja, recht les. genau. Okay, Ich cute. sage nur, es hat etwas. Es hat If you know, you know. definitiv etwas. Und dann ist es noch Erdbeer. Also wir sind dafür. Ich finde es Ich finde total okay. Aber eben, also ich finde, wir sind tapfer gewesen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, eben ausser sonst bin ich im Fall nicht steil gegangen. Ich habe diese Woche noch ein bisschen gebastelt, weil ich habe irgendwie so, ich habe ganz viele Bilder da bei mir im Büro und ich habe so ein schönes Presskit bekommen von Memo Paris. Und in dem Presskit, in dem grossen, hat es so ein wahnsinnig, also weißt, ganz viele schöne Ölbilder mit so sommerlichen Himmel. Und jetzt habe ich die im Fall einfach auseinandergenommen und in Bilderräume rein da. Und es sieht mega les aus. Es ist jetzt total blöd, wenn ich darüber rede, aber ich habe Freude, weil es ist so ein bisschen ein DIY-Projekt gewesen. Ich finde es Aha. schön, dass das ganze Zeug, wo du zugeschickt bekommst, auch irgendwie wieder kreativ wiederverwertet. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Also ich bin ein bisschen stolz auf mich auch. Aber ja. Eigentlich ist Halbschlau Vollherz, tun wir uns einfach irgendwie so 29 Minuten lang selber feiern und sagen, bis nächste Woche. Ich finde es eigentlich noch les. Ja, es wird einfach viel zu wenig gemacht. Wir machen das grundsätzlich kollektiv. Wir Frauen machen das viel zu wenig. Ich finde auch. Also, du bist lässig, ich bin lässig und du, der zuhörst, du bist auch lässig. Und wenn wir so positive Affirmations, weißt du, wie so, du bist schön, du bist gescheit, auch du wirst einen Glassetisch rocken. Es ist wirklich, also ich finde fix. Ja, das finde ich auch. Und ja, genau. Und das schöne Kleidchen, das du im Schrank hast, leg es an. Ja. Das nicht aufbehalten, leg es einfach an. Es ist wirklich so. Und dein Haarstyling-Gerät, wenn du verschifft worden bist, mach einfach eine schöne neue Frisur. Wir haben Freude. Heute ist nicht gut, ich muss zum Coiffeur. Aber eben, das ist ganz ehrlich. Das bleibt in 4 Monaten, aber ist gut. Nein, es ist wirklich schwierig. Und ich finde also ich habe letztens wieder gedacht, es ist ganz viele Frauen haben eine Crisis. Weißt du, irgendwie so, wenn wir jetzt so miteinander podcasten, haben wir uns natürlich immer im Blickfeld oder mit unseren Kameras. Und es ist schon, man ist schon ein bisschen weird drauf. Weißt du, dass ich irgendwie so den ganzen Tag bin ich einfach mit einer völlig verjäppten Frise rumgelaufen. Und jetzt, wenn ich sitze, ich so, oh mein Gott, nein, Und es ist einfach schon ein bisschen bescheuert. Wenn ich mich, eigentlich muss ich einfach meine Frontkamera abstellen. Das wäre am einfachsten. Aber ja. Nein. Schwierig, aber es ist okay. Ich glaube, Oder erzählst deinem Therapeut. du bist mehr oder weniger meine Therapeutin. Ich kann mir keinen Fair. Schmied leisten. Darum müssen wir uns einmal pro Woche da sehen. Qualifiziert. Nein, es ist schwierig. Also, von dem her, ich habe schon ein Glas Weisswein gehabt. Das ist tipptopp. Das hilft. Und? Also, nächstes Programm. Was hast du für uns, Steffi? Am I the asshole? Also, ich habe einen sehr lustigen Woche. Also, die wissen ja, das ist mein Morgenfreudeli, könnte man sagen, oder? Ich tue immer Kaffee trinken mit dem Telefon in der Hand und niemand darf mit mir reden. Und dann finde ich die lässigsten Am I the asshole-Geschichten im Internet und diese Woche habe ich eine Perle gefunden. Sind wir parat? Wie der Kasperli, sind wir parat? Okay,
Also, und zwar die «Am I the Asshole»-Frage aus dem Reddit-Thread mit dem gleichen Namen, also mit dem Forum. Die Frage von der Woche ist: «Am I the Asshole», also bin ich das Arschloch, weil ich etwas anderes gegessen habe, nachdem meine Frau eine grusige Znacht gemacht hat? Ich finde einfach, dass wir ganz schnell, wir brauchen da ein bisschen eine Kunstpause. Es hat verschiedene Leute, die finden, wow. Okay, also Where ich to tue jetzt, begin? es hat definitiv Background-Infos. Ich tue jetzt vorlesen, was der Okay. männliche Reddit-User postet hat. Okay? Weil wenn sie jetzt zum Beispiel ein Partei gekocht hätte und er nachher einfach irgendwie so KFC reinfräst, dann würde ich einfach sagen, dump his sorry ass. Nein, es hat, also ich muss es erzählen, wir müssen nachher darüber diskutieren. Ich lese vor. Also er schreibt, meine Frau hat zum Nacht eine vegetarische Quiche gemacht. Also er hat geschrieben fleischlos. Ich habe das jetzt umgesetzt in vegetarische Quiche. Es hat eine Stunde länger gedauert, als sie gesagt hat, und die Quiche ist mega fad und trocken geworden. Ich habe vorher angeboten, dass ich es Nacht mache, wenn ich es auch sonst immer mache, aber sie hat darauf bestanden, dass sie ein neues Rezept ausprobieren will. Wir sind uns einig gewesen, dass die Quiche nicht gelungen ist. Ich habe eine Pity Plate, wie er es geschrieben hat, also aus Mitleid. Eine Pity Plate finde ich recht schön. Also er hat eine Pity Plate gegessen und dann schreibt er, ich bin nachher in die Küche gegangen und habe mir ein Schinkensandwich gemacht, weil ich immer noch Hunger hatte. Fair. Und jetzt ist meine Frau total sauer und sagt, dass sie sich wegen mir mega schlecht fühlt. Ich habe probiert, das diskret zu machen, aber sie hat mich verwünscht während dem Sandwich machen. Ich will ihre Gefühle nicht verletzen, weil sie mega unsicher ist, was ihre Kochkünste angeht, aber und er schreibt, bruh, es ist 9:30 Uhr Abend und ich habe mega Hunger. Ich weiss nicht, hätte ich es anders sollen machen? Ich finde es einfach eine schöne Geschichte, sie ist so kurz auf den Punkt. Und ja, ich bin schon voll bei ihm. Also, irgendwie das Leben ist schon zu kurz für trockene Quiche. Ich meine, trockene Ich Quiche würde ist so sagen, eine grusig. fleischlose Trucht. Weißt du, das ist ja egal. Ich meine, so eine feine Spargelquiche oder etwas. Aber trocken ist halt schon hure ungeil. Wirklich, und wenn sie noch, ich finde, trocken finde ich geht, aber so fad finde ich ein bisschen Ja, das problematisch. ist auch etwas. Ja, ich Aber weiss ich nicht. finde Aber eben, ja, Fahrt ist, also ich weiß nicht, ja, Fahrt geht gar nicht, aber bin eben eher geschädigt vom Gegenteil. Ich hatte Eltern, die alles mit dieser Vogel-Gewürzmischung so völlig überwürzt haben. das schmeckt einfach wie die ganze Gewürzschublade einfach einmal drauf gerührt. Oder? Ja. Ja, nein, das ist nicht les. Schwierig. Hey, also ich finde es eigentlich, er hat es ja noch recht cute geschrieben, dass er es auch heimlich hat wollen machen. Die hat ihn einfach verwünscht, das ist mega blöd. Also Also weißt er du, hat ich glaube, die Plate gegessen und ich finde, er hat sein Bestes gemacht und wenn er nachher noch Hunger hat, soll er etwas essen. es ist wirklich, vor allem der Begriff Pity Plate muss ich mir merken und irgendwann mal in einem richtig guten Augenblick droppen. Aber weißt du was, ich glaube, ich habe von die Geschichte auch, die ist mir so ins Auge gesprungen die Woche. Auch ich bin so eine, ich habe 1 Million Kochbücher, ich liebe Kochbücher, obsessiv kaufe ich sie und koche sehr selten daraus raus. Aber ich bin so ein Internet-Rezeptopfer, so TikTok und in Reels und so. Ich habe eben gerade diese Woche habe ich ein Rezept ausprobiert, wo ich gefunden habe, das tönt sensationell. Und es ist irgendwie so crispy Tofu. Nein, ein Tofu Stir-Fry, aber aus dem Ofen. Habe ich gefunden, geil. Mit Orange? Ja, mit so, es ist so orange gewesen und ganz viel, wie heisst die scharfe Paste, die koreanische? Es ist auf jeden Fall, weißt du, wirklich so Ich viel habe Peperoni. mal auch Orange Tofu gemacht heute. Hör auf! Also ist es bei dir fein geworden? Ich bin ein bisschen hässlich. gut geworden. Ich bin eben mega, was mich eben hässlich gemacht hat, ist so ein Rezept gewesen, wo sie gesagt hat, weißt du, du hast doch immer so das Gefühl, weißt du, so im Backofen, da kannst du es einfach vergessen. Und dann habe ich irgendwie den huren Tofu irgendwie müssen crunchy machen, etwa 40 Minuten lang, und dann hast du es rausnehmen und die Soße drüber, und dann hat es nochmal 40 Minuten in den Ofen, und es ist so mega lang gegangen, bis das dann endlich fertig war, habe ich dann gefunden, es wie die lange Zeit nicht wert gewesen. Weißt du, was ich Nein, meine? also müssen wir mein Rezept verlinken. Was Zeit braucht, ist, du musst den Tofu also so auspressen. Mhm. Das geht halt etwa vielleicht 10 Minuten. Und dann würfeln. Und ich habe halt die Heißluftfritteuse gepackt. Die ist ja dann etwa so 15 Mhm. Minuten. Ja, das Und ist dann schnell. machst du Scallions, Frühlingszwiebeli schneidest und Mhm. Knoblauch und Ingwer und dann tust du das im Wok anbröteln und die Soße machst, das ist einfach Orangensaft, Orangenschale, Sojasauce, Sesamöl, ein bisschen Zucker, schiess mich tot, irgendwie Zeug. Und dann rührst du das alles rein und nachher tust du es servieren. Weißt du, es klingt sehr ähnlich wie das, was ich gemacht habe, außer dass meins etwa 2,5 Stunden gegangen ist. Nein, ich bin wirklich 40 Minuten, zack, dann.
Okay, also ich finde, das sollten wir vielleicht den Link teilen in unseren Stories. Ja, also es ist halt süß, aber es ist süß, es hat noch Chili Flakes drin, also es hat noch so 'ne kleine Spiciness, das ist okay. Genau. Ich habe es gut gefunden. Ich habe aber eben auch noch ein zweites Rezept gemacht. Ich bin ja auch so 'n verdammtes TikTok-Rezeptopfer. Und Okay. das ist auch sehr zu empfehlen. Ich habe halt 'ne Heißluftfritteuse. Wenn man keine hat, man kann es auch anders machen, aber Heißluftfritteuse ist halt sehr praktisch. Ein Äpfel scheibeln und dann Zimt drüber und ein bisschen, Ahornsirup und dann in Heißluftfritteuse. Mhm. Und dann, wenn's warm ist, über griechisches Joghurt oder Skyr legen. Okay. Ja, das sehe ich ein, das funktioniert. Nice. Okay, ich finde, das tönt gar nicht. Siehst, das habe ich vorher zu Nacht gegessen und ich so: «Ich will nie mehr etwas essen.» Und ich so: hat's noch Dessert?» Es ist wirklich, manchmal finde ich das ein bisschen gefährlich, wenn man irgendwie zu Abend irgendwie podcastet. Aber ich Ja. finde, es tönt fein. Also, ich finde jetzt bei unserer MIDS-Geschichte, ich finde ganz ehrlich, weisst, eben gerade wenn du neue Sachen ausprobierst, manchmal hat's einfach Sachen, die nicht so fein werden. Ich finde es völlig legitim. Gell, also die Ja, aber Allgemeinheit ich hat kann auch gefunden, anders not schnell the sagen, das asshole. ist halt in die Hose. Ja, manchmal Ist geht's mir jetzt einfach. persönlich noch nie passiert, aber Das ist wirklich, ich kenne es nein, das passiert mir im Fall schon ab und zu, dass ich einfach finde: «Hey, das lohnt sich jetzt nicht oder das mache ich jetzt nicht nochmal.» Ich finde irgendwie so, es hat einen Kommentar gehabt, jetzt irgendwie bei dieser MIDS-Geschichte, wo eine geschrieben hat: «Ich probiere ständig neue Sachen aus und nicht alles gelingt, aber meine Regel ist, ich koche nicht zweimal an einem Abend. Wer es nicht gern hat, kann einfach irgendetwas anderes aus dem Kasten holen.» Das finde ich legitim. ich fände jetzt, er wäre die Asshole of all time, oder? Wenn er einfach irgendwie findet: «Oh, Frau, koch mir etwas anderes.» Das wäre, ich meine, da haben wir auch schon verschiedene Geschichten gelesen im Internet. Nein, das Aber die machen habe wir ich nicht. jetzt also, ich Aber wenn fände er ihn einfach irgendwie einfach ein Sandwich macht und weißt und das ist ja auch etwas, okay. wo nicht Küche es ist ja nicht, dass er ansteht und sich dann 'ne Lasagne macht. Nein, Und es macht keinen Dreck, irgendwie nicht so, also braucht keine Pfanne und er ja. macht ein Sandwich und dann isst er das Sandwich. Finde ich völlig okay. Ja. Und es gibt ja auch so Tage, weisst du, manchmal koche ich auch irgendwie 'n leichten Znacht und irgendwie so, ich habe total gerne Suppe jetzt im Winter. Es ist so, dass wenn du irgendwie Suppe isst und du bist irgendwie mega satt, aber die hebt einfach nicht an. Dann finde ich, bin ich überhaupt nicht beleidigt, wenn irgendwie mein Mann irgendwie am 9 gut, mein Mann isst manchmal auch am 10 noch irgendwie 'n Serval vor dem Fernseher. Aber wenn du noch Hunger hast, niemand muss irgendwie reinfunken. Wenn du findest, ich habe Hunger, Ja. dann iss etwas. Ich glaube, Fertig, das Schluss. wäre dem Finn Sohn sein Utopia, Nacht um 10 Fernsehen schauen und Servo. Schau schnell 'n Server reintatschen. Darf ich ganz schnell eben apropos Wurstwaren. Ich bin gestern von einer Freundin eingeladen worden in die Corona-Halle. Ich bin seit Jahren nicht mehr gewesen, aber die Mhm. Corona-Halle ist ja wirklich so, so ein bisschen very old school und etwas vom Schicksten, was gibt da irgendwie in Zürich. Und ich muss im Fall sagen, legendary. Also wir haben 'n total lustigen Abend gehabt, es war eine grosse Gruppe gewesen. Sie haben auf der Karte einen Balleron-Salat als Vorspeise. Okay. 28 Franken. Und wir so: «Was ist 'n Balleron?» Da hat sich jemand gegoogelt und ich so: «Ich glaube, das ist im Fall wie Lioner.» Weisst du, es ist wie so und wir so: «Okay.» Dann habe ich gefunden, weisst du, wir finden alle Wurstwaren total lässig. Habe gefunden, den bestelle ich mir. Da kommt, es ist wirklich Legend gewesen, da kommt einfach ein Teller mit wirklich schön drapierten 10 Stück Kinderfuddi-Wurst, ne? In der Mitte 2, 3 Zwiebeli und ich glaube ein Gürkli. Weisst du, so literally, das würdest du einem Kind servieren, weisst du, irgendwie so quasi, du hast heute Geburtstag, was wünschst du dir? Hey, und es Woher ist, weiss ich kann mit meinem Sohn in Corona haben, er hätte das gegeben. er wird im Fall sterben. Und es sind wirklich, sind alle ein bisschen eifersüchtig gewesen auf den Nick Teller. Alle anderen, vierlefanzige, ich eine, und in einen ronden Äpfelsalat und alle haben mega eifersüchtig auf seinen Wurstteller geschaut. Das ist, habe ich sehr cool gefunden. Und scheinbar, wenn du das googelst, es ist wirklich der Balleron-Salat und ist scheinbar unique to Corona-Halle. Ich glaube, das Okay, gibt es also es sonst ist wie einfach nicht. ein Wurstsalat ohne Käse. Es ist einfach ein Wurstsalat ohne Käse, ohne Soße, ist einfach Wurst. So lustig! Finde ich cool. Ich habe es wirklich respektiert, So muss ich sagen. geil. Ja, I always Ja, es ist wirklich so. So, es ist alles im Bereich vom Möglichen, oder? ja, natürlich. Weil sie haben das im langen Knochen in Ja, ja, es ist wirklich, also, sehe ich also auch, absolut. Ah, sehr und lässig. Trüffelpommes. Von wo? Auch Markthalle? Mhm. Okay, gut, good to know. Hey, übrigens, wir haben im Fall Ja. jetzt noch ein Date zum Abmachen, weil ihr wisst ja, ihr, wo halb schlau, voll Herz oft hört, dass wir beide Zöliakie haben und kein Gluten dürfen essen. Mhm. Und, wir müssen jetzt im Fall mal zu der Bettina. Das ist die Avi Patisserie jetzt irgendwie eröffnet hat. Aber das jetzt nicht mehr pop-upig? Es ist nicht mehr Pop-up, sondern es ist immer, glaube ich, Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag, irgendwie von 12 bis um 5 oder so. Und es ist halt irgendwie immer mit in random Wiedeke, aber also die Sachen, die sie postet mit diesen Es sieht Äpfeltürkchen und abartig aus. Jalousien und Aber, so, es sieht mega die lässig aus. Zeiten sind halt schon
ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie so arbeitet, zum Beispiel. Aber Bettina, wir kommen. Ich weiss, weil sie hat wirklich vor, sie hat Bachstuben immer dort und sie hat wirklich vor, dann irgendwie, weißt du, so quasi auch vielleicht ein anderes Ladenlokal, I don't know. Aber jetzt ist sie Okay, up also and wir müssen running. der Bettina jetzt ganz viel Geld geben. Ja, eigentlich schon. Also wir könnten crowdfunden. Nein, ich weiss es nicht. Eigentlich Aber viel Crowdfunden. gell, eigentlich schon. Aber ich werde auf jeden Fall Test essen für dich. Ja, aber wieso kann sie nicht einfach nur am Samstag am Morgen offen oder am Gell, Freitag schon, noch? gell, es wäre schon cool. Ich glaube, sie hat einfach auch noch ein Leben, weißt du? Okay, ich sehe es. Audacity. Ja, wir haben gar kein Verständnis dafür. Speaking of Audacity. Ja? Ja, nein, so heisst ja das Buch, Biografie von der Catherine Ryan. Hast du Yes. mal gelesen? Nein, ich habe es nicht gelesen, Es aber ist schon lohnt recht sich's? ein entertaining read, I must say. Okay. Gut. Ich habe sie ja kennengelernt, wo The Duchess auf Netflix gelaufen ist. Ich kann ja wirklich jedes einzelne Outfit, das sie hat in The Duchess, habe ich haben in meiner Garderobe, bis ich gemerkt habe, dass ich einfach too broke bin for this shit. Ja, und dann habe ich eben auch die Biografie gelesen. Und sehr lustig. Und dann habe ich jetzt eben gerade diese Woche ist sie jetzt auch wieder in der Schlagzeile gewesen. Sie ist 42, glaube ich. Mhm. Und sie hat jetzt wirklich einfach so ein Full Facelift und einmal rundum gemacht. Schau, ich bin jetzt gerade am Nachmachen. Einfach irgendwie Ja, mit und ich 30 finde es Kilo irgendwie mehr. geil. Ich meine, you do you, Catherine, wirklich. Finde ich also auch ziemlich leise. Und vor allem, sie ist, glaube ich, ein bisschen in die Schlagzeilen geraten, weil sie hat jetzt irgendwie so ganz viele Kinder hintereinander gehabt. Und ich glaube, irgendwie so, es ist wirklich so ein bisschen postpartum, ist sie irgendwie so quasi, ihr letztes Kind ist irgendwie so quasi, ich glaube, 2 Wochen alt gewesen, hat sie gefunden, gehen wir gerade nochmal unter das Messer, Full Facelift. Und ich respektiere es. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ja, nein, fix. Ich meine, weißt du, es macht natürlich schon einen Sinn. Ich meine, da musst du jetzt gar nicht so viel machen, wahrscheinlich. Das ist wie wenn du früher bei Botox anfängst. Ja, aber es ist, also, ganz ehrlich, so ein bisschen in der Schönheitsszene, es ist schon, also, das ist ein mutiger Move, es ist schon relativ jung für einen Facelift. Weisst, man kann, also, ich finde irgendwie so, also nicht ich finde, man sagt, so Facelifts sind so ein bisschen ab 50, weisst, und du wirklich findest, jetzt siehst du wirklich, weisst, es hat auch etwas zum Aufhängen. Und ich glaube, das ist bei ihr vielleicht noch nicht der Fall gewesen, aber weisst du was, sie hat gefunden, das brauche ich jetzt und das will ich jetzt. Und es sieht gut aus. Und ich meine, manchmal ist einfach so, wenn der Ästhetik ist, dass du einfach irgendwie findest, ich möchte möglichst wenig an meinem Gesicht können bewegen. Aber weißt, solange du auch mit einer relativ eingefrorenen Miene wahnsinnig lustig bist, so wie sie, finde ich das völlig okay. Ja, und das heisst, wir müssen gerade eigentlich eine Petition machen. Ich weiss nicht, ob sie schon jemals irgendwie in der Schweiz Shows gegeben hat. True. Ich habe das irgendwie, also, wenn sie will kommen, ja, genau. Also, wir tun uns jetzt einfach irgendwie so, also, weil unser Podcast hat sicher einen wahnsinnigen Reach, auch in England. Und, Schweizerdeutsch. Catherine kommt zu uns. Ich finde das mega leise. Ja. Okay. Also, wieder etwas Haarstrählen. That was very creepy now, anyway. Das ist wirklich so. Okay, weißt du was, wir reden nachher, nach dem Podcast darüber. Ich möchte da mehr Sie haben wieder jetzt Extensions gemacht. Sie haben vorher ganz kurze Haare gehabt. Ah, okay, Die interesting. letzte gesehen, sie hat ja auch einen Podcast, oder mehrere, I don't know. Mhm. Und der eine von denen, der ist übrigens auch sehr lustig. Also wenn ihr unser Geblabbel lustig findet, dann ist euch das... Sie hat einen, wo sie so Erotik-Novels wie so vorlesen. Okay, also das ist sicher gut. Der OG ist ja «My Dad Wrote a Porno». Und ich glaube, es ist irgendwie so, das wäre natürlich auch ziemlich geil. Der OG ist... warum liegt denn hier Stroh? Ja, das sowieso. Nein, es ist und vor allem, es gibt immer wieder so Alltagssituationen, wo du findest, das sieht, nein, nicht immer wieder, aber es gibt manchmal so Situationen, wo du findest, der in der Uniform, wieso läuft der dort rein? Und ich finde es wahnsinnig lustig, dass die Leute irgendwie alle das so ist auch, also noch Fun Fact, also ich habe das jetzt nie wissenschaftlich verifiziert, aber mir haben das mehrere Leute gesagt, weil ich kann immer, als ich beim Studium, als ich in Irland gewohnt habe, studiert habe, haben wir immer wieder gesagt, toll, du redest Deutsch, das ist so eine sexy Sprache. Ich habe mir gefunden, what? Explain, please, like enlighten me, weil nein, es ist so, es ist so ziemlich so die unsexiest language. Und dann haben wir wirklich 3 verschiedene Menschen an different occasions haben mir dann gesagt, das ist eben für ihre eine very sexy language. Weil damals im katholischen Irland in den 80er und 90er sind die einzigen Pornos, die verfügbar waren, deutsche geschmuggelte Pornos gewesen. Okay, wieder Darum ist German sexy language. Und ich
Okay, who Also knew? ich glaube, das ist etwas vom Verstörendsten gewesen. Also ich meine, es ist ja unser Internetverhalten und irgendwie Social Media Verhalten. Aber vor irgendwie einem Jahr, 2, ist mal so ein Hype gewesen, weißt, dass sie, also ich habe sehr viel eingespielt bekommen. Man kann sich fragen, warum. Aber so erotische Geschichten für Frauen, weißt du, wie so quasi wie so, Ja. du weißt, was ich meine, oder? Ja, Und dann ja. sind immer so Werbungen gekommen, irgendwie so, und dann nachher, weißt du, so, sorry, mir jetzt so, du machst mich so heiß. Und das Ja, sind immer so ja. Männer gewesen, die so blödes Zeug gesagt haben, auf Deutsch. Und nicht auf Deutsch. Ich meine, ich kann es irgendwie auf Englisch, Französisch und weiss ja was. Aber ich möchte Ja. nicht, dass mir ein Deutscher so ins Ohr flüstert, irgendwie so, ich muss die ganze Zeit an dich denken. Das ist einfach creepy. Das ist einfach Das creepy. ist so eine Mischung zwischen Tatort und irgendwie Philip Maloney und du bist so völlig abgetaucht. Das ist einfach irgendwie so quasi der Querschnitt von dem Ganzen. Ja. Und in den wildesten Fantasieszenarien ist es einfach so ein bisschen ein Aber Nein. da ist zum Beispiel, also Film habe ich wirklich nie gesehen. Ich habe das erste Buch habe ich angefangen, bis ich wirklich gefunden habe, ich habe schon viel Schlechtes gelesen, aber das ist wirklich einfach unterirdisch. I know what you're gonna say. 50 Shades of Grey. Okay. Ist jetzt Excuse me, also, wenn ich habe Twilight gelesen. Ich meine, jeder. auch absolut nicht glorreichste whatever. Ich erzähle dir jetzt etwas, aber nur, wenn es niemandem weiter sagst. Okay? Es ist der erste Band von 50 Shades of Grey ist der Grund gewesen, wieso dass ich ein Kindle gekauft habe. Weil alle haben über das Buch geredet und ich wollte es unbedingt lesen und ich habe gefunden, es ist so geschämig, wenn ich irgendwie mit dem Buch irgendwie am Pool sitze oder im Tram oder auch bei mir daheim. Dann habe ich mir den Kindle gekauft, damit niemand merkt, was ich am Lesen bin. Und es ist im Fall der Kindle, feiere ich. Ich habe es immer noch total gern. Aber das ist wirklich, ich glaube, das ist etwas, wirklich, literally etwas vom Schlechtesten, was ich je gelesen habe. Und trotzdem habe ich, glaube ich, alle 3 Bände gelesen, weil ich einfach Nein, wissen, wie nein, es ich habe weitergeht, wirklich- ob es schlimmer wird. Ja, das wäre noch interessant gewesen. Ja, Hey, nein, es ist schlimmer geworden. ich habe irgendwie immer gewartet, bis so sexy Parts kommen. Und ich meine, das Sexyste, also das Heißeste, was sie irgendwie kann schreiben, ist so, beim Christian Grey, dort unten. Und ich finde, was? Also, Pilz oder was? Hey, come on. Come on. Also, dass du nicht irgendein kreatives Wort für sein männliches Geschlechtsteil kannst erfinden als Schriftstellerin, außer bei ihm dort unten. ich glaube auch, Alright. es gibt die Synonyme. In einem Hate-Thread, wo ich mich natürlich dann angesammelt habe mit ganz vielen anderen, die finden, what the fuck is this? Dass sie das geschrieben hat als sexy Fanfiction von Twilight. Ist das so eine Lore gewesen? Und ich habe es recht lustig gefunden. Also, ich finde es jetzt nur auch weißt, rückblickend einfach noch verstörender. Aber anyway, I don't know. Aber eben, das wäre im Fall wirklich noch ein Thema für zukünftige Podcasts. Also seit etwa 2, 3 Jahren gibt es ja so ein neues Genre von Literatur, eine Spicy Romance. Und sie nennen das, weißt, Spicy Romance dann total lässig. Aber es ist so, eben, es ist so ein bisschen aus Fantasy entstanden, irgendwie so Creatures, wo du dann aber wirklich so sehr pornografisch und so, eben, das ist auch viel, weißt du, irgendwie so wirklich so ein bisschen ist irgendwie so, weißt du, quasi wir müssen einen SM geworden. Buchclub machen, wo wir so etwas Ich habe mal mir einen lesen. Buchclub gemacht. Ich habe wirklich auch irgendwie, weißt du, mal so einen habe ich gefunden, wie so alle reden darüber, muss ich mir Oh. runterladen. Das ist wirklich recht verstörend, weil ich komme nicht darüber hinweg. Dass wenn du einfach irgendwie so wirklich so harte Pornografie mit irgendwelchen Schlangenmenschen und du findest einfach irgendwie, du schreibst so schlecht und die Geschichte macht keinen Sinn. Die Kommas stimmen nicht. Einfach nicht. Und es ist einfach irgendwie, weißt du, es ist wie so schlechte Märchen für Erwachsene, wo ich einfach finde, wie so, dann ist wirklich besser für, warum liegt denn hier Stroh? Ich weiß auch nicht. Es ist, Nein, anyway, aber es das ist auch nicht. faszinierend, weil Also es ist falls ihr Big wirklich, Business. also liebe Hörerinnen, falls ihr einen Spicy Novel habt, der wirklich auch gut geschrieben ist, und Steffi hat hohe Ansprüche an gut geschrieben, bitte schickt uns das. Ja, Und ja. dann machen wir Also einen wir Buchclub lieben draus. DMs, gute Kommentare. Also ich finde das im Fall auch für die Zukunft. Schickt eure Tipps. Und wir müssen noch schnell einen Shoutout machen an die Mona. Sie hat uns nämlich sie hat eine Nachricht geschickt und sie hat sich mega gefreut, dass wir wieder da sind. Also wären wir irgendwie so 2 Jahre weg gewesen. Aber ja. Nein, also Mona, liebe Grüße, 2 freut Jahre. uns, dass du dabei Ja. bist. Und ich würde sagen, next week. Also ohne Spice. Also wir können noch nicht für den spicy Content garantieren, aber wir geben uns Mühe. Ja, das müssen wir einfach noch reinschreiben, dass wir so ein R-rated haben. Oder? Genau. Oder wie so quasi das Spice-Level amix angeben mit so Chili-Schoten. Ich glaube, bis jetzt war es amix Nee. 0. Völlig okay. Also du holst jetzt dein Rage Against the Machine. Ich gehe jetzt Mann, nochmal. dann müssten wir irgendwie, ich weiß doch auch nicht, jedes Mal noch anstatt eine neue Kategorie zum Am I the Asshole haben von das ist mein Lieblings-Sexy Spice Paragraph der Woche. Gute Idee. Kommt auf die Liste.
Finde ich super. Oh, dear Lord. Aber weißt du, das haben wir im Fall gar noch nicht gemacht, das musst du gehört haben. Weil eigentlich haben wir nicht wollen über 50 Shades of Grey reden. Eigentlich nicht, das ist total ausgeartet, aber das ist eigentlich Ja, schön. klar. Aber ja, es ist nicht so weit weg unser Abschlussthema, oder? Nein, es ist, also, es ist wirklich so, wir haben jetzt machen extra eine mini neue Kategorie, die heißt Footnotes in History. Und weil wir wirklich heute, weil wenn die Folge nächste Woche ausgestrahlt wird, also in einer Woche, wir sind jetzt heute eine Woche früher am Aufnehmen, dann kann Mhm. sein, dass sich schon ganz viel da entwickelt hat. Aber wir müssen einfach festhalten als Footnotes in History, dass heute am Geburtstag von Andrew Mountbatten, dass er verhaftet wurde. Sitzen lassen und ich glaube alle weißt du, so, ich meine, es ist so ein Moment, wo du dich nachher kannst daran erinnern. Ich bin grad mit Jenny am Podcast, wo die Nachricht gekommen ist. Aber es ist Hey, sorry, aber das ist dann ein not bekackter sure. Geburtstag. Also, Das ist richtig ein verkackter Geburtstag. ja. Hey, Aber I'm not sure. Ich glaube, es gibt genau 2 Momente, wo ich noch weiss, wo ich gsi bin. Das ist die Todesnachricht von der Princess Diana mhm. und Mhm. Twin Towers. Ja, es ist wirklich so. Das Das ist bei sind mir genau genau die wie beiden und der Rest ist schwammig. Sinn kommt. I was literally ich bin in dem Zimmer, wo ich im Radio gehört habe, dass Princess Diana gestorben ist. Ah. Krass, das ist für irgendwie wie 'n Gastzimmer gsi, also einfach wieder, also bevor ich Kind hatte und ich bin da rein gsi und wir sind glaube ich grad am reinzügeln gsi in unsere WG. Und dann nachher ist das gekommen und ich so: «Oh mein Gott, weißt du, wirklich so stimmt das?» Es ist wirklich krass. Da hast du wirklich Ja. müssen ins Internet einwählen, um das zu verifizieren. Wir haben wirklich überhaupt keinen Senf dazu, weil das ist ja alles noch relativ frisch. Aber ich glaube, dass du den Brüder vom amtierenden König von England, einer von den wichtigsten, mächtigsten, whatever, useless Königshäuser von der Welt verhaftest, Ja. hast, glaube ich, schon mehr als einfach nur einen Verdacht. Das ist nicht, wir tun jetzt mal vorsorglich, sondern ich habe eben auch das Gefühl, also, again, auch wenn ihr das hört, also, das ist jetzt für uns ganz frische News, aber da muss schon, also, da ist es ziemlich konkret. Ja, also da holst du nicht einfach ab auf den Posten, wenn du denkst, der oder es könnte vielleicht Nein. sein. Also, ich bin vorher noch mal 'n bisschen schauen, noch mal 'n bisschen nachgelesen und so und weisst, man redet von lebenslänglich. Mit irgendwie, weil es ist finde ich schon heftig. Und ich meine, I don't know how old he is, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Nein. Ich glaube Ende 60er? ja. Und ich glaube einfach wirklich, ich glaube und hoffe sehr, dass jetzt einfach irgendwie so nur quasi das Vorgeröll von einer richtig shitty Lawine. Ja. We shall see. Wir können dann in einem halben Jahr schauen, was jetzt konkret passiert ist. Aber eingangs hast du gesagt, es ist eine Planetenkonstellation, die es schon lange nicht mehr gegeben hat. Ich glaube schon, dass irgendwie 2026, was ist es, was ist es, ein Feuerpferd? Ja, Ähm, aber das ist die chinesische Ding, aber es ist ja auch noch der Uranus ist anders und letztes Mal ist die Konstellation gsi irgendwie bei der Französischen Revolution und beim ja. amerikanischen Bürgerkrieg und Nein, das also kann it's noch all irgendwie very ja, also off ich with the glaube head. und es ist glaube ich, das Jahr steht allgemein unter dem Stern in Anymore und ich bin sehr gespannt, wo das Ja, hingeht. ich meine, fuck around and find out. Mhm, Voll das ist gut. wirklich so. Ja, das finde Ja. ich so 'n schönes Schlusswort. Ich glaube, wir hören Ja. da grad auf. Ja. Ja, Aber wir hatten noch also ein anderes Schlusswort, weil, wir haben ja vorher gesagt, wa ich bin ja immer noch amigs ich denke immer wieder mal dran, dass uns ja 'ne Hörerin gesagt hat, dass sie uns zum Einschlafen lässt. stimmt, ja. Und ich bin dann immer und ich meine, ich bin absolutely flabbergasted, weil ja, ich weiß nicht, anscheinend haben wir ganz sexy ASMR-Voices, dass man das machen kann. Aber ich kann mir sagen, was man eben sonst kann hören und ich habe das entdeckt und es ist eigentlich für Kinder, aber es ist im Fall total gut. Das ist 'n SRF-Podcast-Serie, die heisst «Schlummerland». Kummerland. Das ist auf Schweizerdeutsch und es ist so ein bisschen 'ne geführte Meditationsreise mit so Klangwelten und einer Geschichte und man Ich muss kann mir das jetzt grad nur noch merken. und es ist wirklich gut. Und das hörst du amigs wirklich beim Einschlafen? Dann tun wir den Spotify-Timer stellen, dass der abstellt nach 30 Minuten und dann höre ich das und mein Sohn, der wirklich amigs ein bisschen Mühe hat mit dem Einschlafen, ist immer so max 8 Minuten von diesen 25 hebt er durch. Gibt's nicht. Und nein, er schafft's nicht. Er Chancenlos. schafft keine Folge zu hören. Jö, aber ich Schafft finde das finde ich jetzt im Fall noch 'n herziger Tipp. So, also, wir müssen vielleicht, also, ich höre jetzt natürlich auch rein, weil ich finde, wir 2 sind so ungefähr das Gegenteil von einem Gute-Nacht-Geschichtli, aber, das sollte ich einfach für mich selber reden, aber das finde ich jetzt im Fall mega schön. Nein, also wir sind definitiv das Gegenteil von einer Gute-Nacht-Geschichtli und wir sind auch definitiv das
von Spicy Podcast. Ja, Yes. das ist wirklich so. Ja, also jetzt ab ins Schlummerland. Ja. Und bevor ihr noch Schlummerland einstellen, denkt dran, am 8. März, nein, nur SRG-Initiative. Es ist so. Jetzt haben wir Wo genau in noch Schlummerland hören. Ja, weil die Jenny braucht ihr Schlummerland. Nein, es ist wirklich. Ja, also jetzt haben wir noch gute Zeit, abstimmen, Kuvert zumachen und abschicken. Ja, Finde ich mir ist sehr gleich, gut. wenn ihr sonst stimmt, aber das Nein zur SRG-Initiative. Ja, für Wer? Schlummerland und mehr. Ja, finde ich also auch fair. Finde ich gut. Also wir hören uns nächste Woche, wenn du jetzt gehst die Füße Ja, legen. ins Schlummerland. Ja, jetzt tun wir das Tempo senken. Schlafen gut. Nein, es ist auch schlimm, wenn jemand uns hört, irgendwie so weißt du, am was ich- Freitagmorgen auf dem Weg ins Am Geschäft. Donnerstag am Morgen früh und bin so, what the fuck, bitches, ich warum? will nicht schlafen. Ja, Oder die das wollen ist- zum Sport hören, weißt du, da haben auch schon geschrieben, dass sie uns beim Fitness hören. Also, Genau. jetzt sind sie einfach wegen uns irgendwie einfach 3 Kardiakrhythmen langsamer. Es tut mir leid. Also wir mögen jetzt auch gleichzeitig. Hopp, hopp, hopp. Schlaf gut und einen schönen Tag. Ist das eine gute Kombo? Wunderbar. Tschüss Dann- zusammen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.